Bonjour, il giornata taiba. Das heißt guten Tag und ich bin's mal wieder, die Anke Maltanke. Ich habe hier einen kleinen Kanal, eine Art Bildungskanal. Ich kenne mich ganz gut aus mit den Inseln Malta und Gozo und habe sehr viele Bücher zum Thema geschrieben. Bald erscheint das 8., das ist ein Roman, Schatten des Meeres, auf den ich mich sehr freue, den stelle ich dann auch vor. Heute aber möchte ich ein bisschen über den Ort Figura berichten. Und zwar habe ich den Ort vergessen. Ich gehe nämlich alphabetisch durch. Ich berichte über jeden Ort ein wenig, die mich noch nicht kennen. Ich stelle hier Orte und Plätze und Historisches vor, aber auch meine Getränke, denn ich vertreibe auch Kini, Čisk und Weine aus Malta und einiges andere mehr. Und ich male und designe T-Shirts und ich habe die Orte stelle ich anhand meiner kalligraphischen Darstellung vor. Heute ist, wie gesagt, Figura an der Reihe und bitte schon mal darauf achten, hier, was ist das? Ist das ein Zelt oder gar eine Kirche? Dazu komme ich aber später. Und zwar ist Figura, mir tut es auch sehr leid, dass ich es ausgelassen habe. Letztes Mal hatte ich Floriana und Figura ist so unscheinbar und viele kennen es überhaupt nicht. Dabei kommt jeder dort mal durch. Es liegt nämlich unterhalb der Cotonera Lines, der 3 Städte gegenüber vom großen Hafen und grenzt an Taschin, wo die berühmten Tempelanlagen zu finden sind, und Paula und Sabar. Und eigentlich kommt jeder mal durch, auch auf dem Weg vielleicht nach Masaskala und. Ich zeige das mal kurz auf der Karte, so ungefähr, wo sich der Ort befindet. Und zwar ist hier Valletta und hier sind die 3 Städte und angrenzend befindet sich hier Paula und hier ist Figura. Figura ist, wie ihr euch schon denken könnt, heißt das Figur. Ich weiß allerdings nicht, welche Figur gemeint ist. Ich kenne in Figura allerdings ein schönes Monument. Das ist ein Kreuzmonument, ein Kreuz und mit 3 Pfeilern. Die 3 symbolisieren wohl die 3 Nachbarorte, die eben schon genannten. Des Weiteren kenne ich eine Kirche und die sieht eben aus, das ist eine moderne Kirche, die sieht aus wie ein Zelt und die habe ich eingearbeitet in meiner kleinen Kalligraphie. Das entsteht dann auch als T-Shirt und zwar geplant 2025. Dort sollen alle meine Kalligraphien als T-Shirt entstehen. Mal sehen, wie sie ankommen, mal sehen, ob ihr daran Interesse habt. Das wird man sehen. Und ansonsten gibt es nicht so viel Spektakuläres in Figura. Allerdings ist der Ort seit den Phöniziern besiedelt gewesen. Es gibt dort also Funde und die sind also in die Bronzezeit, die sind auch nach Punjan benannt. Iseiba, Trik Iseiba, das heißt, Iseiba Punica heißt das sogar. Das heißt also die Straße, Trik ist die Straße, Iseiba sind die Funde, und Punica sind die Punja, Phönizier. Und es war also schon damals besiedelt. Heute ist es eine größere Stadt mit, ich sag mal, 13.000 Einwohner, schätze ich jetzt mal. Und wie gesagt, nicht weit davon die Cotonera Lines und dann geht es mit den Besichtigungen so richtig los. Da wird es historisch dann richtig interessant. Für heute war es das, Figura. Nächstes Mal kommt Fontana auf Gozo an die Reihe und dann bin ich wieder richtig im Alphabet, dann hat alles wieder seine Richtigkeit und Reihe und bis dahin sage ich Sacha, ciao, eure Anke Maltanke und genehmige mir hier jetzt an dieser Stelle mein Feierabendbierchen. Das ist heute mal wieder ein kleines Čisk. Sacha, ciao.